Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 1 auf Pelzig. So, jetzt nehmen wir uns mit den Knetköp hier. Lassen die mit sich sprechen, oder? Ja, mit den Kameretter. Ihr jagt hier, richtig? Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast Die du ein paar Stimme Tipps sind für die so Jagd? geil. Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Ach ja, Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. oh, das habe Danach ich. sehen wir weiter. Den habe ich sogar. Hier, dann nimm doch mal ein Bier und erzähl mal was übers Jagen, Kerl. Hier, nimm mal ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Ja, erstmal in 2 Schlücke abgebummt. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. So, Wenn du so. ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es Ja. dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Das sind ja geile Tipps. War schon noch ein Tipp parat? Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. Oh ja. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Das finde ich ziemlich cool, aber wir haben leider nicht genug Erz dafür. Und leider haben wir auch keine Lernpunkte, weil wir noch kein Level aufgestiegen sind. Trotz allem sind es unglaublich nützliche Fähigkeiten, die ich in Gothic immer sehr geschätzt habe. Dieses 1, 2, 3, 4, 5 Lernpunkte dafür, dass ich Reptilien heute und generell auch von Viecher Kralle abziehen kann, auch Fell abziehen kann von Wölfen und so und Zähne entfernen. Das ist schon recht nützlich. Aber da komme ich definitiv wieder drauf zurück, Hey, wenn du! ich mal Was willst du? aufgestückt bin. Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Und was jagt ihr so? Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Man sollte auch noch dazu erwähnen, dass die Typen hier mit ihrer Fellrüstungen und ihrem blauen Stoff zum neuen Lager dazugehören. Also, ne, so nebenbei mal. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Finde es auch so geil, hier Auf wie den man die Wegen Kuppel zwischen sehen den kann. Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Das stimmt allerdings, ja. Wo kriege ich dann bessere Ausrüstung her? Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Ja. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Erzähl mir doch mal ein bisschen was über die Gebiete. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Oh ja. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Das sind für den Anfang definitiv sehr wertvolle Tipps. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum, ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Okay, wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann, würde ich da mal sagen. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir.
Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Lares. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Ja, so Jobs für Anfänger gibt's immer wieder. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Das stimmt Ist zwar allerdings. nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Ja, das stimmt durchaus. Ich habe die am Anfang ja, war ich mal auch nicht mehr so sicher, ob die wirklich arg greifen oder ob die freundlich gestimmt sind. Aber das sind wirklich noch im Vergleich zu vielen andere hier sehr freundliche Typen. So, jetzt gucken wir doch mal, ob wir uns mit denen hier anlegen können. Gut, dann kommt doch mal her. Oh, die schießen sogar schon. Einer ist schon tot. Oh, das ging ja ziemlich fix. Also da sieht man mal, wie unterschiedlich die Typen im Vergleich zu mir sind, was die Stärke angeht. Ich bin so ein alter Gurke-Heiner, der mit dem alten Schwert durch die Gegend rennt und sich hier für der Action-Hero hält. Und die zwei Typen schießen nur 2 Pfeile ab und die Viecher sind tot. Aber es sind ja auch nur junge Scavenger. Ach, das sollte definitiv erwähnt bleiben. Okay. Ich denke, hier können wir auch noch ein bisschen rumhupsen. Und meine Fackel ist ausgegangen. Wie komme ich denn hier nochmal raus? So rum. Okay, jetzt ist meine Fackel leider weg. Na gut. Ich habe hier glücklicherweise noch eine Eistecker. Aber eigentlich bin ich nicht so der Typ, der Fackeln verwendet. Das ist eher für die Nacht geeignet. Aber in Gothic gibt es ja auch den Wechsel von Tag zu Nacht. Also ich muss auch sagen dafür, dass es halt ein relativ altes Spiel ist, hat es doch ziemlich viel coole Erneuerungen gehabt. Sprich, dass Tag und Nacht gewechselt wurden, dass es eine vollständige Sprachausgabe gab und noch gibt. Und ja, die Steuerung mag am Anfang wirklich sehr umständlich sein. Ich muss gerade mal gucken, wie lange brauche ich dann bis zum nächsten Level. Nur noch 60. Sehr schön, dann kann ich nämlich dort direkt das Abziehen lernen. Nur noch 60 Erfahrungspunkte. Jo. Also wie gesagt, es hat am Anfang schon für die Zeit hat es sehr viele Erneuerungen gehabt. Und ich finde, es ist auch immer noch... Oh, der Varan. Nee, der ist viel zu mächtig für mich gerade. Den kriege ich beim besten Willen nicht hier. Und es konnte damals wirklich oft trumpfen mit super Grafik, was wir heutzutage halt wirklich als absolute Pixel-Grafik verstehen. Und ich muss gerade mal gucken, ich glaube aber, ich habe alles wirklich hochgepumpt bis zum Gegner wie bei der Grafik. Ja genau, wir können auch hier noch mit den Modelldetails und die Texturdetails, die sind ja schon wirklich absolut hoch. Also ich habe eigentlich schon alles wirklich richtig hochgepumpt. Und trotz allem sieht es doch relativ plump aus, in Anführungszeichen. Aber, Baldur's Gate 2 war ja genauso ziemlich schlicht kalter. Und trotz allem ist Baldur's Gate auch noch immer ein sehr, sehr geniales Spiel. Gerade weil es sehr viel zu bieten hat, was Story und so weiter angeht. Und so ist es auch bei Gothic, finde ich. Es hat zwar wirklich nicht besonders viel grafisch zu bieten, das ist tatsächlich so. Zumindest nach heutiger Sicht. Aber es hat dafür eine Story zu bieten, wofür andere Spiele wirklich nur Träume könnten. Ah, hier ist nichts drin. Stimmt, das war erst in Gothic 2, wo das Gebiet wirklich lukrativ war, weil da was versteckt war. Aber das ist halt auch das Schöne, für die Leute, die Gothic 1 gespielt haben, die konnten sich dann Gothic 2 auch wirklich nochmal reinziehen und haben da nochmal ganz neues Spielerlebnis gehabt dabei. Weil ihnen viele alte vertraute Gebiete wie das hier zum Beispiel dann wieder unter die Aare gekommen ist. Und hier sieht es dann in Gothic 2 auch ein bisschen anders aus. Trotz allem würde ich aber auch sagen, dass ich Gothic 1 zuerst durchspiele und dann versuche ich mich auch, wenn es der PC mitmacht, beziehungsweise wenn es Windows 10 und die Aufnahmequalität auch von meinem PC und meine Programme zulässt, dann würde ich auch ganz gern Gothic 2 Let's Player. Das sind meiner Meinung nach auch wirklich die... Uiuiui. Das ist jetzt ein erwachsenes Scavenger. Puh, man merkt schon den Unterschied, wenn die reinhauen, die Viecher. Und sie geben außerdem 2 rohes Fleisch. Dann sollte ich mal aber auf jeden Fall auch nochmal was sicher. So ein Orkblatt wäre jetzt nicht schlecht. Und so eine kleine Waldbeere ist auch nicht verkehrt. Jo! Weil Gothic 3, das ist dann wieder so etwas, da würde ich sagen, nee, das spiele ich schon nicht mehr. Weil das ist meiner Meinung nach schon wieder
kein guter Deal gewesen. Stufe aufgestiegen. Sehr geil. Jetzt aber weg. Jetzt aber weg. Scheiße. Verdammter Mist. Jetzt muss ich die ganze Kacke nochmal machen. Oh je. Ihr seht, wie wichtig es auch ist zu speichern. Naja, wie gesagt, ich werde... Weg mit der Waffe, weg damit! Ich werde auf jeden Fall auch beide Gothics spielen. Jetzt habe ich wenigstens so dafür noch die 40 Erfahrungspunkte gekriegt für einer von denen. Wie dem auch sei. Ihr habt jetzt auch gehört, dass die schon gedroht hätten, als ich die Waffe gezogen habe und nicht zu nah dran war, dass ich die Waffe gefälligst wegnehmen soll. Das ist auch noch so was Schönes. Genauso wie wenn man schleicht, dann froren sich die NSCs natürlich auch, warum man hier durch die Gegend schleicht, ob man was zu verbergen hat oder ähnliches. Ach ja, so wunderschön hier das Spiel noch. Nee, wie dem auch sei. Ich werde beide Gothic-Teile spielen, aber Gothic 3 scheidet aus. Für mich ist die Gothic-Reihe Gothic 1 und 2 und das Add-on von Gothic 2 Nacht des Raben. Gothic 3, du hast ja schon mal die Community gebraucht, sprich die Leute von World of Gothic, dass die ein Patch rausgebracht haben, damit das Spiel überhaupt läuft. Das war ja schon so ein tierischer Scheiß am Anfang. Man hat Gothic Ends starten wollen und dann ist man belohnt worden, damit das Spiel sich aufhängt. Jowood hat da nichts rausgebracht dazu, was schon tierisch erbärmlich war. Und dann hat es auf jeden Fall die Community gebraucht, damit man Gothic 3 überhaupt erst zum Larve bringt, was ich ziemlich erbärmlich finde. Jo, und das Spiel an sich war eigentlich auch nicht so wirklich gelungen, muss ich dazu sagen. So dafür sehr schön. Waren Gothic 1 und 2 umso schöner. Das heißt, auf meinem Let's Play-Kanal gibt's die ganze Gothic-Reihe von 1 bis 2. Ach ja, sorry Clemens, wenn ich dir jetzt den Witz dafür genommen habe. Ich weiß, du wolltest einen bringen, aber es ist halt wirklich so und es ist auch total passend. So, jetzt können wir von dir auch was lernen. Was kannst du mir noch über die Jagd bringen? Ne, gern, wenn du weißt, zumindest... Ja, bla bla bla, kennen wir alle schon. Häuten von Reptilien. Ach so. Erst will ich mein Erz sehen. Stimmt, verdammt nochmal, das habe ich ganz vergessen jetzt. Er braucht ja auch noch Erz. Noch einmal? Was? Ne, gern, wenn du zumindest... Bla bla bla. Ah, okay, es ist wieder drin. Ich habe schon gedacht, das wäre weg. Na gut, stimmt, wir brauchen ja noch Erz. Nicht nur die Lernpunkte, sondern wir brauchen auch tatsächlich noch das Erz. Wie sieht es dann derzeit aus bei uns mit Erz? Ja, 3 Erzbrocken, geil. Damit sind wir in etwa so reich wie ein Bettler. Das ist nicht so besonders gut, weil selbst Schutzgeld kostet mehr Erz, als wir derzeit haben. Wir könnten uns derzeit also noch nicht mal Schutz leisten. Okay, hier vielleicht rumstolpern ist auch nicht so verkehrt. Du hast nämlich auch noch ein paar junge Scavenger. Oh, die Wache vom alten Lager helfen uns sogar. Lass mich mal vorbei. Ja, du kannst doch einfach normal durchgehen, Kumpel. Lass mich mal vorbei. Ach ja. Da gibt es ja nur ein paar Leute, die NSCs sprechen. Das sind vielleicht nur so 5 oder 6 Leute, die NSC labern. Und da gibt es einer, der sagt das so richtig übel, so, kann ich da mal vorbei? Und im zweiten Teil gibt es da einer, der macht, wenn man schleicht, so mit seiner Verräterstimme, hey du, was schleichst du da rum? Der ist auch großartig. Brückenwache. Spreche ich da mal mit dem Glatzkopf, der sieht mir noch relativ ähnlich. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Was ein Arschloch. Und der hier? Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Und hast du irgendwelche Tipps für mich? Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Na gut. Also die wirken Ja, sieh zu, dass du mal... zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Lass mich Okay. mal vor... Die scheinen wohl nicht so freundlich zu sein wie die 2 Jungs vom neuen Lager hier. Und ja, dazu wollen die mich außerdem auch noch als Butler in die Mine jagen. Oder die haben zumindest das Gefühl, dass ich in die Mine reinkomme als Butler. So, da muss ich jetzt schneller sein als die anderen Typen. So.
Okay, da war ich schneller als die zwei Hansel. Ja, dass die sich hier einmischen und mir die tolle Erfahrungspunkte klauen, die es hier gibt. Nett mit mir. Ansonsten die anderen Viecher hier, die Blutfliege, die hier rumschwirren, die sind mir jetzt wirklich etwas zu gefährlich. Das heißt, ich zwirbel mir noch hier ein paar von deiner Waldbeererei. Und da sind wir ja in dem Teil wunderbar weit gekommen hier für die 20 Minuten. Ich muss schon sagen, das war gewaltig hier. Dafür, dass wir da hinten gestartet haben vom Hügel, sind wir jetzt schon über die Brücke gekommen. Das ist doch auch mal was, oder? Gut, dafür haben wir hier jetzt nochmal Waldbeere ohne Bierler. Dann mag ich das jetzt aber noch machen. So viel Ehrgeiz habe ich jetzt noch. Dafür, dass ich hier gestorben bin, möchte ich das hier noch erledigt haben. Komm her, du Scavenger, du Erwachsener sogar. Sehr schön. Ein erwachsener Scavenger ist weg. Ich kann mir jetzt nochmal meine Waldbeere reinzischen. Und dann geht's zu der anderen Viecher. Ja, das ist auch wieder sowas, was ich am Anfang lernen muss. Speichere häufig. Das ist definitiv ein wertvoller Tipp, den ich jedem von euch noch mitgeben kann, wenn ihr Gothic Ends auch wieder spielen solltet. Oder generell die Gothic-Reihe. Speichert häufig. Lass mich in Friede. Puh, das lief hier gerade noch so gut. Dann gibt es noch ein Orkblatt. Dann gibt es noch Seraphis und eine Waldbeere. Also mir eine richtig geile Ernährung hier. Und das Fleisch können wir uns definitiv dann später als Belohnung noch grillen. Dann haben wir nämlich etwas, was relativ gut die Trefferpunkte wieder auffüllt. Höllenpilz haben wir hier außerdem auch noch. Das stellt dann wieder 6 Lebenspunkte her. Also nicht so besonders gut, aber immerhin stellt sie ein bisschen was von der Gesundheit wieder her. Na gut, dann sollte ich vielleicht noch da hingehen und gucke, was da ist. Und die Maus sollte ich vielleicht auch nochmal für die Sicht benutzen. Was schwirrt dann hier rum? Hier sind noch Blutfliege unterwegs. Waldbeere gibt es auch noch. Und da hinten brennt ein Lagerfeuer. Und ich würde sagen, das erkunden wir dann morgen, ihr liebe Leute, bei Let's Play Gothic 1 auf Pelzig. Nee, das erkunden wir heute noch. Entschuldigung, wir haben noch 3 Minuten. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ah, je. Das ist auch wieder so Sache. Rabenkraut, aha. Nee, manchmal muss man einfach viel zu viel im Ach behalten. Und in dem Fall habe ich jetzt die Uhr einfach nicht im Ach gehabt. Das gibt Mana-Bonus, das Rabenkraut. Interessant. Sollte man vielleicht auch mal im Ach behalten. So, was gibt's denn hier? Blutfliege. Komm her, du Mistvieh. Uah. Boah, die zischen aber auch richtig übel rein, die Viecher. Nee, mit denen sollten wir uns vielleicht dann doch nicht anlegen. Sind vielleicht doch eine Nummer zu hart für uns derzeit. Oh je, ist das ja leid. Und wirklich Erz als Zahlungsmittel haben wir auch nicht. Von daher, uah, was ist dann hier? Ein Wolf. Ein großer Böser. Und ach, der ist viel zu mächtig für uns. Das heißt, das Gebiet ist tabu. So viel wissen wir jetzt zumindest schon mal. Aber das Rabenkraut lasse ich mir trotzdem nicht nehmen. Joink. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen außen rum. Und gucken uns da noch mal um. So rum. Herrgott, nochmal. Spreche müsst man kennen, oder? Das wäre als nicht verkehrt, wenn man Rette kennt. Aber ich habe ohne Scheiß so richtig Bock auf dieses Let's Play. Und ich habe so richtig Bock auf alles, was man hier findet. Das ist so ein extrem geiles Open World, was halt etwas limitiert ist durch die Kolonie und halt auch so durch die Kuppel Steinwurzel, nicht schlecht. Und auch durch die Kuppel halt seine Grenze aufgezeigt hat, selbstverständlich. Trotz allem, es gibt einen Mana-Bonus von 25, cool. Ja, trotz allem finde ich, dass Gothic Ends ein schönes, revolutionäres Spiel war und ist, was man als Meilenstein der Spielegeschichte durchaus spielen sollte. Ah, hier unten. Ich überlege gerade. Ich muss jetzt als wirklich überlegen, dass ich Gothic Ends und 2 nicht durcheinander bringe. Weil bei Gothic 2 gibt es das Gebiet durchaus auch, aber da ist alles wesentlich heftiger. So. Okay. So, Dalla.
Trotz allem ist es auch hier als Anfänger ziemlich heftig zum Teil, wenn ich mir das so angucke. Höllenpilz und Seraphis. Und ihr seht ja selber, dass es nicht gerade so das einfachste Gebiet ist und dass man zurzeit auch nicht so wirklich die Waffe hat, um sich hier ordentlich durchzusetzen. Da ist auch noch ein Gebiet, was von 2 Gardisten aus dem alten Lager bewacht wird. Da kommen wir auch noch nicht dran. Aber. Hier haben wir noch eine Höhle. Höhlen sind immer Gold wert in Gothic. Nachtschatten gibt es hier noch. Und vor allem, wenn hier nur so ein paar gammelige Mole Rats drin sind, kann man das am Anfang durchaus noch nutzen. Dann kommt man nicht nur an ihr gutes Fleisch dran, sondern man kann, ach so, was Schönes wie so ein Trank flattern. So, perfekt. Dann, was gab's hier noch? Irgendwelche Pilze oder so? Ich glaube nicht. Okay, dann halt nicht. Dann eben nicht. So, dann gibt es aber auf jeden Fall nochmal einen Seraphis und ein Pilzlein. Und dann mache ich jetzt hier tatsächlich meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 1 auf Pelzig. Das Mal war richtig. Bis morgen dann, machen's gut. Ayan Yankee.